Hallo, hallo, Shalom Aleichem, teure Zuhörers. Da red Esther. Was hört sich? Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich habe letztens gehabt technische Zorres. Seid mir Moishele, als der letzte Episode hat verspätigt. Aber nu, jetzt ist doch ein neuer Episode. Was wird man hören? Unser teurer Correspondent Moishele ist zurückgekommen mit Neues von Poyln und ich erzähle ein Witz. Ist es komisch? Das darf ihr bestimmen. Ihr seid bereit zu hören ein bisschen Yiddish? Und öfter zu lachen? Gut, lass mir hören ein bisschen Yiddish. Proste Yiddish. Shalom Aleichem, teure Freien. Das bin ich noch einmal, Moishele. Heint will ich erzählen ein bisschen wegen die 2 Chadoshim, was ich hab verbracht in Poyln. Ich hab gewohnt in ein Airbnb in Warsche, in einer Gegend, was heißt Moranov. Moranov ist gewähnt die jiddische Gegend vor der Zweiten Weltmilchome. Mein erster Eindruck von Warsche ist gewesen, als Warsche ist sehr eine schöne Stadt. Ich hab ständig gehört von Menschen, als Warsche ist mies. Das ist nicht der Emes. Warsche ist ein Gemisch von moderner Architektur und alter Architektur. Aber die alte Architektur ist bei Emes nicht so alt. 85% von Warsche ist zerstört geworden in der Zweiten Weltmilchome. Aber nach der Milchome haben die Poljaken wieder aufgebaut Teilen von der Stadt, Punkt wie sie sind gewesen vor der Milchome. Warsche ist euch a grüne Stadt, voll mit Gärtner, Parken, Bäumer und Blumen. Efter wollt ihr wissen, nu Moishele, was hast du getan die ganze Zeit in Poyln? In Juni hab ich sich verschrieben auf a Polish-Kurs. Ich hab sich gelernt Polish jeden Tag, Montag bis Freitag, 3 Stunden a Tag. Ich hab schon gekannt a bissl Polish, weil ich hab sich gelernt allein, mit Duolingo, was hilft a bissl, und mit Polish Lernbücher. Polish ist sehr a schöne, aber euch sehr a schwere Sprache. Und Polish hilft ein bisschen mit Yiddish, weil es sind da a Sach polische Wörter in der jiddischen Sprache. Aber die Sprache, was ich hab geredet die meiste Zeit in Poyln, ist gewesen Yiddish. Sommerzeit in Warsche ist ein Ganeden für Jiddischisten. Der Jiddisch Kulturcenter in Warsche bot an ein Jiddisch Sommerprogramm, was kommt vor Sof Juni und Heb Juli. Jiddischisten von über der ganzen Welt kommen in Warsche und kimat jeden Tag haben wir sich getroffen und geschmust auf Jiddisch. Es ist gewesen sehr schön zu sein mit so viel Jiddisch-Reders. Und was hab ich getan im Juni? Das will ich euch erzählen in noch einer Episode von Proste Yiddish. Seid gesund! Dank Moishele.
Es ist allemal gut zu hören von dir. Und Zuhörers, als ihr hat meistens von herumfahren oder andere Themen, ihr kennt euch seiner Gast, schickt mir eine Ansage. Und jetzt ein bisschen Humor, ein Witz. Einmal ist gewesen eine Frau, und die Frau hat gewollt neue Häuser. Ist sie gegangen zur Schneider. Sie hat mitgebracht sehr feinen Stoff und sie hat bestellt die neuen Häuser. Hat der Schneider gesagt, gut, das ist sehr feines Material. Ich will euch aufnehmen ein paar schöne Häuser. Kommt zurück in einer Woche herum. Eine Woche geht vorbei und die Frau geht zurück zum Schneider. Die Häuser sind nicht great. Sagt der Schneider, kommt zurück in einer Woche herum. Die Häuser wollen sein gar schön. Kommt die Frau zurück mit einer Woche später. Nicht da kein Häuser. Noch einmal dieselbe Meister. Kommt zurück in einer Woche herum, sagt der Schneider. 6 Wochen gehen vorbei, also. Kommt die Frau zurück und die Häuser sind soft great. Die Frau messt sie an und die Häuser sind perfekt. Sie passen so gut. Tacke, prächtige Häuser. Es kommt die Zeit zu bezahlen und die Frau kann sich nicht halten. Sie muss etwas sagen. Sagt sie dem Schneider, weißt was? Gott hat nur bedarf 6 Tage zu schaffen die ganze Welt. Und ihr? Ihr hat gedacht 6 Wochen auf ein paar Häusern. Ha, sagt der Schneider, aber Gitte guck auf die Häuser und Gitte guck auf der Welt. Nu, was meint ihr? Ein bisschen amüsant? Wie ein Student hat mir gesagt. Oi wei. Nu, das ist Proste Yiddish. Der Episode ist aus. Als ihr wilt lernen ein Transkript, geht ein Guck in die Episode-Bemerkungen. Schön aus. Ein Dank Moishele und ein Dank alle, was haben mir geschickt eine Rekodierung wegen seiner beliebsten Lieder für der spezielle Programm, was kommt vor. Es bleibt nur ein bisschen Zeit, als ihr wilt mir etwas schicken. Als ihr wilt ein Ansag schicken, kann sein gar poschet. La Moschel, wir heißen die Schwester Barry und unsere beliebste Lied ist Bei mir bist du schön. Oder ich heiße Rosa und mein beliebster Lied ist In alle Gassen. Nu, gut. Ich will euch nicht hacken, kein Scheinig. Genug. Bis wir treffen sich wieder, seid gesund und stark. Yep, one little last request. I still want to hear from listeners. Thanks to all of you who have sent in something, but there's still a little time if you want to send in a voice memo about your favorite Yiddish song or artist. I'm putting together a special episode, so send them in soon. Großen Dank.